Wir sind ja 3 Sekunden im Vlog, das hätte besser wird's nicht heute. Pepe hat wieder ein Video geschnitten für Ron Bilecki. Ist krass, dass Ron Bileckis Kanal eigentlich der Kanal ist von Pepe. Ja, er ist mit dabei. Ron drin. Ja. Wir sind wieder unterwegs. Unterwegs sind wir wieder. Und wir sind auf dem Weg nach Hamburg. Ich sag mal so ein Roadtrip habe ich mir aber ein bisschen anders vorgestellt. Kann auch mal zerbrechen. Willkommen auf der OMR. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen und Unternehmer aus aller Welt treffen zusammen. Doch eine Person ist anders. Und wir sind jetzt auf dieser Messe, wo jeder denkt, er kann Business machen. Die verstehen aber nicht, dass ich im Schlafen Geld verdiene. Ist dir aufgefallen, dass Ron den gleichen Joke zweimal gebracht hat? Mhm. Gut. Wir müssen die OMR richtig einläuten. Was ist die OMR für dich? Das O steht für mich für Oval, das M steht für Musch und das R steht für Ron eigentlich. Ron. Oval Ron. Ich frag mich immer wieder, wie Ron es auf solche Veranstaltungen schafft. Wow. Bist du ein Spargel-Fan? Ja. Gut, hätten wir das geklärt. Du? Ja? Gut. Aber nur wenn sie gut gekocht sind. Ja, schlecht gekocht mag ich meistens nichts. Die dürfen nicht so fädig sein, weißt du, wie ich meine? Ja, die müssen gut sein. Ja, gut. Sind wir bereit oder was? Wer will ein Bierchen? Ey, reicht dir das, Aschraf? Reicht dir das? Ich glaube, das würde reichen. Aber da kommen noch mal ein paar. Ja, ich glaube, das Achso, ja, perfekt. Hast du mal einen Tornado gesehen? Ich habe noch keinen Tornado gesehen. Das ist ein... Ey, dieser Roboter ist creepy, Digga. Aber der ist so gut für Content. True. Wir brauchen den. Wir brauchen diesen Roboter hier hinten einfach. Wenn ich keinen Bock mehr habe zu streamen, setze ich den hier hin. Dann macht er so ein paar Text-to-Speech-Nachrichten und dann sagt er, ja, Bribes up. Dein Freund. Das war ein Tornado. Es war eine wilde Bewegung. Wie er geschaut hat. Was? Ja. Ron. Morgen sehe ich dich einen Tornado machen. Digga, das ist so geil. Ich warte auf dich. Aschraf! Wir kaufen jetzt eine Uhr! Das ist einfach der InScope-Vlog in anders. Ja, aber komplett. die 1:1 gleichen Szenen. Aschraf! Wenn jetzt nochmal der gleiche Song kommt. Jodi, 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 Wir waren ja am Soundclash und man kann wirklich sagen, das ist wirklich so ein Real Life. Das läuft doch hinter den Kulissen genauso. Das ab. läuft Adi wirklich. stinkt vielleicht nicht. Neumond mit Gesicht. Biogefahr. In echt ist noch ein bisschen wilder. Ja, die smashen geht schon auch ab. vor Ort. Bin ich hier im falschen Film? Ich möchte mich dafür bedanken, dass alles beim Alten ist. Neff sitzt neben mir, bezahlter Trip, keine Cam in der Hand. Jetzt geht's los. Guten Morgen, Ron. Guten Morgen, Pedro. Morgen, Sunshine. Mein Guter, wir waren gestern feiern. Dinge passieren bequem. Schaut euch mal diese Partylegende an. Guten Appetit. Dann starten wir den Morgen mit 14 Bier, oder? Wir sind in Dortmund! Der Soundclash kann kommen! Wir sind gekommen an. Und ich bin wirklich sehr, sehr heiß. Merkst du das nicht auch? Was denn? Die Luft. Ja, die Luft ist ein bisschen trocken. Es hat zwar geregnet, es ist so eine gewisse Grundfeuchtigkeit da, aber ich muss irgendwie sagen, nichtsdestotrotz ist es auch wiederum irgendwie trocken. Und das werde ich gleich ändern. Es ist nur eine Flasche. Wer hat für dich den Soundclash gewonnen? Bad Moms J. Aber ich bin mit der Einstellung rein, dass Bad Moms J gewinnt. So für mich. Und du? Es gibt keinen Gewinner bei diesem Event. Ja, weil das sind ja Beide alle zusammen. Künstler haben außerordentliche Performances bewiesen. Deshalb hat für mich Bossa gewonnen. Und das sagst du nicht nur, weil es in einem Briefing drin Nee, das sage ich nicht nur, wie Red Bull gesagt hat, wir dürfen keine Meinung haben. Ich glaube, die waren alle nüchtern, Chat. Ja. Aber Chat, jetzt muss das Feline-Mode kommen, wirklich.
Gibt's das? Ach so. Watch this. Ja. Ich würde so gerne mal die echte Feline sehen. Gibt's die Feline wirklich? Die muss es vom hier Video, geben. true. Ja. Ist die Feline, die Feline wird ja gegrüßt, ne? Die ist gar nicht im Video drin. Genau. Aber ich glaube, die sind dran, irgendwie die echte Feline zu finden. Ja, aber vielleicht will sie undercover bleiben und nicht in die Öffentlichkeit treten. True. Damen und Herren, und so werden die 30 Kilogramm Kokain zum Red Bull Soundclash transportiert. Irgendwer muss ja die Aftershow-Party versorgen und es sind immer die, von denen es keiner erwartet. Mit den weißen Haaren natürlich. Mit den weißen Haaren, mit der weißen Tasche kommt das Weiße in die Tasche. Miguel Pablo Escobar. Was soll ich jetzt sagen? Nee, was soll ich jetzt sagen, Digga? Holy shit! Wir haben ganze 5 Sekunden, glaube ich, gekriegt. Wir sind ja 3 Sekunden im Vlog, besser wird's nicht heute. Ich habe den Vlog geschaut und habe nicht gewusst, dass wir drin vorkommen. Und dann war ich geschockt und ich war so, wow, Pepe! Pepe hat uns reingeschnitten. So du kennst den Vlog schon? Ja. Fake Reaction. Nein, immer diese Fake Reaction. Ich hab nur alles kennt. Ich hab nur ein bisschen was kennt von dem. Nee, sag ja. Nein, ich hab nur alles kennt. Und dann war's krass. Ja, das war richtig krass. Okay, ja. Ich will's noch sehen. Ja. Weiter kann ich nicht mehr. Was soll er sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Im Hintergrund. Ron Bilecki Vlogs. Ah ja. Hello, darkness, my old friend. Du hast dich irgendwie verändert, mein Lieber. Ja, wie habe ich mich denn verändert? Früher hast du dir richtig einen reingetrunken. Getrunken? Jetzt hast du dir richtig einen. Nee, jetzt trinke ich mir extrem einen rein. Mein Lieber, das war mir schon wieder viel zu hart, das Wochenende. Ich werde mir eine Auszeit nehmen. Im Wald. Das Video ist ab sofort zu Ende. Und ich glaube, ihr habt es mitbekommen, dass das Video vorbei ist. Deshalb solltet ihr dieses Video jetzt abonnieren. Und dieses Gesicht, das gerade redet, abonnieren. Ich drehe jetzt ein Tutorial. Nice, cooler Vlog. Grüße gehen raus und Pepe, vielen Dank fürs Reinschneiden. Ja. Pepe. Pepe.